Wunderschönen Dienstagmittag. So schön, dass du mit eingeschaltet hast. Ich muss meinen Laptop eben schnell ausschalten hier, sonst höre ich mich hier doppelt und dreifach. Hey, so schön, dass du mit eingeschaltet hast. Ich freue mich auf die Zeit mit dir zusammen, jetzt an einem Dienstagmittag einfach gemeinsam zu beten, gemeinsam nochmal auf dieses letzte Wochenende zurückzuschauen. Mit mir im Studio ist Isa. Isa, mega schön, dass du da Hallo, bist. danke. Hey, wir wollen heute ganz, ganz bewusst auf dich eingehen. Und zwar werden wir über das Thema der Konferenz reden, wir werden über Jesus First reden, wir werden darüber reden, was das für uns bedeutet. Aber was uns heute einfach auf dem Herzen lag, ist, dass wir nicht sagen, hey, das sind die 3 Punkte, die wir haben und wir werden diese 3 Punkte durchbeten, sondern heute soll es ganz persönlich um dich gehen. Und ich fände es einfach mega cool, dass wenn wir den Chat einerseits nutzen werden, wir haben Marco mittlerweile im Chat schon mit drin als Chat-Host. Marco, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Marco war auch hier in Zürich gewesen bei der Konferenz. Richtig, richtig cool, dass du hier vor Ort warst. Und auch mega cool an alle anderen, die vor Ort waren, die ich nicht persönlich gesehen habe. Aber was wir machen werden, sind 2 verschiedene Sachen. Das erste ist, du kannst in den Chat deine Sachen reinschreiben. Wenn du Gebetsanliegen hast, wenn du Gedanken hast, schreib sie in den Chat rein und Marco und alle anderen, die ihr im Chat seid, werden diese Gebetsanliegen und diese Sachen aufnehmen und im Chat direkt füreinander beten. Ich möchte heute aktiv werden. Ich möchte, dass wir im Chat aktiv werden und dass wir einfach gemeinsam da einfach schauen, was Jesus macht und dass wir uns alle gemeinsam gebrauchen lassen können, genau dafür, genau das, was Gott einfach machen möchte. Das Zweite ist, wenn du im Chat ganz oben dir das einmal reinschaust, dann ist dort ein blauer Balken. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber dort oben ist ein blauer Balken und da habe ich einfach mal reingeschrieben, welche Gebetsanliegen hast du. Und dort kannst du auf Fragen klicken. Wenn du da draufklickst, dann kannst du eine Frage stellen oder ein Gebetsanliegen eintippen und dieses Gebetsanliegen wird bei niemandem gesehen, also keiner im Chat kann dieses Anliegen sehen, sondern nur ich hier auf meinem Laptop. Ich habe meinen Laptop hier direkt neben mir und dort kann wirklich nur ich drauf gehen. Das heißt, man sieht es hier eingeblendet gerade, wenn ihr oben auf diesem blauen Balken steht und dann ganz rechts auf Frage stellen drückt. Juni, kannst du da einmal draufklicken? Genau, macht das schon. Jetzt schreibt Juni nämlich gerade unten sein Gebetsanliegen rein und ihr werdet gleich sehen, wenn er auf Senden drückt, dann wird das nicht im Chat kommen, sondern es wird separat in einem Q&A-Chat kommen, den nur ich hier auf dem Laptop einsehen kann. In diesem Q&A, einfach für euch zu wissen, in diesem Q&A kann ich sehen, wer es geschrieben hat. Das heißt, ich sehe euren Namen. Aber wir werden das dann aus diesem Chat aufgreifen. Wir werden dafür beten, aber wir werden keine Namen nennen. Okay? Macht das Sinn? Voll. Ja? Absolut. Super. Mega cool. Das heißt, Mega coole Idee. das erste ist, ihr könnt wirklich im Chat selber schreiben, sodass alle die Sachen nutzen, alle für Sachen beten können. Aber wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, hey, lasst uns das anonym lassen, in dem Sinne, dass kein anderer im Chat das sieht, dann nutzt bitte diese Q&A-Sache, wo einfach nur wir reinschauen können und dann. Hey, sehr cool. Voll gut. Hey, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne auch in den Chat rein. Der Marco wird es dann einmal aufgreifen, aber wir beide sind auch im Chat und leiten euch dann gerne dadurch. Isa, magst du einfach für die Zeit beten, die wir jetzt haben? Sehr gerne. Und danke, himmlischer Vater, dass wir einfach zu dir kommen dürfen und dir unsere Zeit hingeben dürfen. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du durch uns bist. Danke, dass du uns berührst, dass du zu uns sprichst und dass du einfach uns gut tust. Danke, dass du ein Vater bist, der uns so sehr liebt und der es kaum erwarten kann, uns einfach zu dienen, uns zu sich zu lieben und uns zu beschenken. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass du ein unfassbar großzügiger Gott bist, dem eben nichts unmöglich ist und der Geschenke einfach für uns parat hat und wir einfach kommen können und hinstehen können und einfach Empfangende sein dürfen. Danke. Amen. Amen. So gut. Hey, die Konferenz ging um das Thema
um das Thema Jesus First. Und im Prinzip alle Prediger, die gepredigt haben, der Worship, die Zeit, die wir einfach gemeinsam hatten, ging wirklich darum, hey, wie können wir Jesus an erste Stelle stellen? Meine erste Frage ist, und da kannst du einfach das entweder im Chat reinschreiben oder in diese Q&A-Fragen reinstellen. Wo müssen wir Jesus noch ganz bewusst an die erste Stelle stellen in unserem Leben? Aber lass uns, während ihr da einfach drüber nachdenkt, wo musst du Jesus an erste Stelle stellen in deinem Leben? Lass uns doch einfach kurz darüber reden, was bedeutet das für dich, Jesus First, Jesus an erste Stelle zu stellen? Ja. Also für mich bedeutet es wirklich, am Morgen aufzuwachen und mir wirklich ganz bewusst meinen Jesus vorzustellen. Und auch wenn ich eben am Abend dann ins Bett gehe, einfach ganz bewusst nochmals. Und ich habe da so ein Ritual, das mir einfach hilft, wirklich Jesus an erste Stelle zu stellen. Und zwar versuche ich, mich jeden Abend zu fokussieren und mich zu fragen, hey, für was kann ich dankbar sein heute? Und dann schreibe ich das Datum auf, ich schreibe, danke Vater, danke Heiliger Geist, danke Jesus für da. Dann habe ich ein Danken und so gehe ich dann ins Bett und was ich im Bett dann tue, ist wirklich, ich beuge meine Knie und sage, ich bin so dankbar für dich, Jesus. Und am Morgen versuche ich einfach wirklich, hey Jesus, danke, dass ich aufwachen darf. Und dann starte ich den Tag mit Jesus, mit Gebet oder mit Bibellesen. Ich weiß, es ist ein Ritual und es darf nicht zu einer Maschinerie werden. Aber wenn ich dieses Ritual nicht habe, dann fühle ich mich nicht angezogen und es fehlt mir etwas. Und wie machst du das? Hey, mega spannend. Für mich ist die Zeit tatsächlich morgens, die Zeit mit ihm zu haben. Trotz kleinem Kind? Trotz kleinem Kind, ja. Ich mache es aber nicht jetzt so, dass ich sage, hey, ich stehe morgens auf vor meinem Kind und mache die Zeit mit Jesus, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, das würde mir tatsächlich wahrscheinlich noch mehr helfen. Was mir wirklich hilft, ist, wir haben einen Hund. Und aufgrund dessen, dass wir einen Hund haben, muss ich spazieren gehen mit ihm, weil er halt raus muss. Und das ist so meine Zeit, die ich mit Jesus dann habe, weil ich die Zeit nutze, um entweder Lobpreis zu hören oder die Bibel zu hören. Und einfach in diesem Austausch mit Jesus bin und einfach mich selber immer wieder vor ihn bringen zu können und um mein Herz auf ihn auszurichten, um einfach zu schauen, Jesus, was ist es, was du möchtest, wo ich einfach noch nicht an dem Punkt bin, wo ich dir alles gegeben habe. Und diese Zeiten helfen mir extrem. Ich nehme es auch in den Tag mit rein. Also ich nehme es in den Tag mit rein. Das ist jetzt nicht für mich so eine abgeschlossene Sache, die dann morgens passiert und dann ist es fertig für mich, sondern ich mache das immer wieder tagsüber, auch im Job mit rein. Und wenn ich Meetings habe, dass ich einfach ganz oder sogar in Meetings teilweise, dass ich einfach sage, hey Jesus, gib mir gerade einfach den Fokus, dass du an erster Stelle hier stehst und dass du mir einfach Weisheit gibst. Aber diese Zeit, die ich häufig dann morgens mit ihm nehme, das ist so was mir extremst hilft, mich einfach mit ihm verbunden zu fühlen und mein Herz nach ihm auszurichten, anstatt zu sagen, dass Jesus sich nach meinem Herzen richten muss. Verstehst du, was ich meine? Voll. Dass einfach dieser Weg ist, dass es um Jesus geht und nicht um mich geht. Und dann plötzlich vielleicht in einem Meeting, das dir vielleicht dann nicht gefällt, was bestimmt wird, oder? Kann ja sein. Dann musst du nicht ellbögeln und kämpfen menschlich, oder? Dann kannst du sagen, okay Jesus, schau, das ist jetzt dein Business und ich stelle dich jetzt an erste Stelle. Es geht hier nicht um mich, es geht um dich. Kämpf du für mich, oder? Genau, ja. So gut. So gut. Hey, wir haben schon ganz viele Gebetsanliegen reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. In dem Q&A-Teil, was mega cool ist. Und ich würde da einfach gerne einfach für die Sachen beten. Und die Sachen einfach direkt mit aufnehmen. Wir werden einfach, ich lese die Sachen durch und wir wollen es einfach vor Jesus bringen und uns da einfach mit Jesus alignen, also einfach ihm die Sachen geben. Das ist gut. Jesus, ich möchte Danke sagen für das, was du tust. Ich möchte Danke sagen, Vater, dass du diese Beziehung mit uns möchtest und dass du dich um jedes einzelne Anliegen, das hier jetzt gerade gepostet wird, dass du dich darum kümmerst. Da ist die eine Person, die
einfach Fragen oder Probleme mit einer Mitbewohnerin hat oder Mitbewohnern hat, Jesus, dass die Person da einfach eine Wohnung braucht, Jesus. Du siehst, dass Beziehung zu den Kindern nicht gut ist und dass da einfach Wiederherstellung passieren muss, dass Menschen finanzielle Freiheit brauchen, Jesus, weil sie einfach in Schulden da sind, Jesus, und dass sie eine gute Arbeitsstelle brauchen, Jesus. Du siehst, dass Menschen Heilung brauchen im Körper, gerade im Rücken und in der Beweglichkeit. Jesus, ich möchte da einfach bitten, dass du ganz, ganz persönlich gerade reinkommst und in die Situation reinsprichst, Vater, dass du reinkommst und deine Freiheit bringst, Jesus. Und gerade wenn es um das Thema Jesus First geht und darum geht, was du machen kannst, Jesus, möchte ich dich bitten, dass du, dass wir lernen, was es bedeutet, wie wir uns unser Herz dir geben können, uns nach dir ausrichten und du gleichzeitig diese Freiheit schenkst, Jesus, diese finanzielle Freiheit schenkst, diese körperliche Freiheit schenkst, Jesus, dass du Heilung schenkst. Vater, ich danke dir, dass du dich da wirklich um uns kümmerst und ja, Jesus, dass du einfach da im Mittelpunkt stehst. Ja. Und ich spreche aus über all diesen Anliegen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass wenn wir zu dir kommen, dass es einen Weg gibt, einen Weg in die Freiheit und in das wahre Leben. Ich danke dir, dass du uns, du hast jedes dieser Anliegen hast du jetzt gehört und alles ist wirklich wichtig und substanziell auch. Und ich danke dir einfach, dass du hier Antworten schenkst. Vielleicht kannst du jetzt, wenn du zu Hause bist, einfach deine Hände öffnen und wenn es dir möglich ist, dann geh auf deine Knie. Geh auf deine Knie und empfange einfach von Gott Worte, Ideen, einfach das, was er dir gibt, weil wir sind überzeugt, wir haben einen Gott, der spricht. Wir sind überzeugt, wir haben einen Gott, der uns Wege aufzeigt, in die Freiheit führt und ein Leben schenkt, das sich lohnt, das eben nicht gebunden ist an Schulden, nicht gebunden ist an Krankheit, nicht gebunden ist an Beziehungen, die kaputt gehen, sondern Jesus ist der Lösungsansatz und Jesus schenkt Lösungen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Lösungen schenkst. Und dass es nicht unsere Gedanken sind, denen sagen wir, du schweigst in Jesu Namen. Unseren Gedanken, sei still in Jesu Namen. Unsere Seele, du bist still in Jesu Namen. Und wir empfangen jetzt deine göttliche Stimme, dein heiliges Reden durch dich, Heiliger Geist. Und weil wir mit dir verbunden sind, Jesus, ist es uns möglich, mit unserem Geist zu connecten mit dir. Und wir hören jetzt deine Stimme. Wir hören jetzt deine Stimme, weil wir dich kennen, Jesus. Wir sprechen Freisetzung und Heilung aus. In deinem Namen. In deinem Namen. Nicht in unserem, in deinem Namen. Und wir brauchen auch keinen übergroßen Glauben, sondern es reicht, wenn der Glaube nur ganz klein ist, wie ein Senfkorn, es reicht. Und wir können uns nicht anstrengen, wir können nichts dazu tun, sondern wir können uns nur von dir beschenken lassen. Und das wollen wir tun heute. Wir lassen uns von dir beschenken. Ich möchte ganz besonders um Heilung heute nochmals beten. Ich weiß, ich habe es schon getan, aber jetzt gerade kommen einfach ein paar Anliegen auch rein, wo jemand kurz vor Diabetes steht und dadurch einfach massive gesundheitliche Probleme hat, wo jemand Schwierigkeiten hat, morgens aufzustehen. Hey,
ich weiß, dass Gott Heilung schenken möchte. Amen. Ich weiß, dass er es kann. Ich möchte aber da auch einfach sagen, jemand, der selber jetzt seit Jahren schon Diabetes hat, dass ich glaube hundertprozentig daran, dass Gott es machen kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, ist er trotzdem gut. Selbst wenn er es nicht tut, ist er trotzdem gut. Aber wir beten trotzdem für Heilung. Deswegen, Jesus, ich möchte da einfach reinsprechen. Ich möchte Heilung reinsprechen, Jesus. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt in die Häuser kommst, dass du in die Autos kommst, wo auch immer du jetzt gerade zuhörst, Jesus, dass du kommst und Heilung schenkst, Jesus, dass du die Sachen, die in dem Körper gerade nicht funktionieren, Jesus, dass du da Erweckung schenkst, Jesus, und dass sie anfangen zu funktionieren von jetzt auf gleich, Jesus, dass du das tust, was nur du tun kannst, Jesus. Vater, ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, Jesus. Ja. Ich bitte dich auch, dass du Heilung schenkst in unseren Gedanken. Dort, wo wir einfach verstrickt sind in komische Gedankenmuster, weil ich jetzt nicht geheilt bin, habe ich noch Sünde oder dies oder jenes oder ich bin nicht gut genug oder keine Ahnung oder ich mache etwas falsch. Ich binde das in Jesu Namen und ich spreche aus, dass du, Jesus, aufzeigst, eben wie, was, wo, dass du auch Schritte aufzeigst, die in Richtung Heilung gehen, die in Richtung Wiederherstellung gehen, die in Richtung Besserung gehen. Ich spreche aus, dass du ein Gott bist, der Wunder auch in den kleinen Schritten, auch in Schritten von, ich gehe jetzt zum Arzt und hole mir Medikamente oder eben im Schritt zu, okay, ich empfange und ich bekomme jetzt diese spontane Heilung. Ich weiß, wir wissen nicht, was du vorhast, aber wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Wir wissen, dass du uns als Kinder beschenkst. Und das wissen wir, weil es im Wort steht. Und wir glauben das und wir sprechen das aus. Und wir sind wie einfach empfangende Kinder und sagen, danke. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns den Weg zeigst, eben wie weiter. Und wir lassen nicht von dir ab und wir lassen nicht zu, dass irgendetwas anderes in unserem Kopf, in unserem Hirn uns einreden will, dass wir es nicht wert sind oder dass Gott gar kein Interesse hat, dass er eben doch ein strafender Gott ist. Das binden wir in Jesu Namen. Und wir lösen das Wort Gottes über uns aus, das eben genau das Gegenteil sagt, das ausspricht, dass Gott ein guter Hirte ist, ein guter Vater ist und nur das Beste für uns Kinder will. Und wir sind seine Kinder. Und eine Person betet einfach gegen Einsamkeit und dass sie einfach Kraft und Mut hat, wieder in Beziehungen sich zu wagen. Jesus, ich möchte dich da einfach bitten, dass du Beziehungen wieder herstellst, Jesus, dass du neue Freundschaften schenkst, Jesus, und dass du reinkommst und dieser Person einfach hilfst, aus dieser Einsamkeit rauszukommen und wirklich in Beziehung wieder aufzuwachsen und aufzublühen, Jesus. Mhm. Amen. 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 Alright, hey, ich find's mega kraftvoll gerade, oder? Das ist einfach so direkt von euch auch zu hören, was euch gerade einfach so bewegt. Woran ich gerade denken musste, wo wir einfach gebetet haben, ist diesen Jesus-First-Gedanken nochmal aufzugreifen. Was ist vielleicht für dich eine Herausforderung, Jesus an erste Stelle zu stellen in deinem Alltag? Vielleicht das, was du gesagt hast, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und eben ich am Morgen und am Abend, das ist für mich wie eben, ich ziehe mich an und ich mache mich ready fürs Bett, so quasi ich wechsle meine Kleider und das brauche ich wie, oder? Diesen Anker am Morgen und am Abend, aber ich denke so im Alltag, im Daily Business, Jesus first, oder eben das nicht zu vergessen und wirklich nicht immer, oder nicht auf der menschlichen Ebene zu kämpfen, zu leben, sondern
auf dieser göttlichen Ebene. Weil ich glaube, das Reich Gottes ist, so wie ich dich sehe oder ich dich anrühren kann, das ist so nah. Ich muss es nicht vom Himmel herunterholen, sondern das Reich Gottes ist hier. Und ich denke nicht das Verkrampftsein, wenn ich jetzt im Alltag mal eben halt meine Ellbogen ausfahre oder eine Entscheidung treffe, bevor ich jetzt gebetet habe, dann entkrampft zu sein und zu wissen, hey, ich bin verbunden. Oder mir zu sagen, ich bin diese Rebe am Weinstock, ich bin am Weinstock, ich bin an Jesus dran und ich werde Frucht bringen und ich werde die Entscheidungen mit Jesus treffen, auch wenn ich jetzt nicht jeden Gedanken gerade, ist Jesus jetzt wirklich an erster Stelle? Zu glauben, doch, Jesus ist den ganzen Tag an erster Stelle bei mir. Aber ich denke, das ist schon ein Trigger, dass ich da eben nicht in eine Religiosität hineinfalle. Oh mein Gott, ich habe nicht gebetet oder ich habe Jesus nicht gefragt. Ja, take it easy. Also bitte, du bist ja verbunden mit diesem Jesus. Und das, glaube ich, ist für mich schon die Schwierigkeit, in eine Lockerheit hineinzukommen. Das ist bei dir vielleicht ein bisschen anders, keine Ahnung. Wie Ja, es ist ein bisschen anders, gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein. Hey, mich würde es einfach interessieren, was ist es bei dir? Also schreib das vielleicht einfach auch in den Chat rein. Was sind so Schwierigkeiten, die du vielleicht hast, Jesus wirklich an erste Stelle zu stellen? Und lass uns da einfach für beten, weil bei mir ist es tatsächlich, und ist jetzt sehr persönlich, aber für mich ist es das Gefühl, nicht vergessen zu werden. Weil wenn ich Jesus an erste Stelle stelle, dann bedeutet es, dass ich Entscheidungen treffe, die vielleicht nicht egoistisch sind. Verstehst du, was ich meine? Also egoistisch in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich treffe jetzt Entscheidungen ganz bewusst, wo ich mal, vielleicht ist es nicht die Entscheidung, die für mich von der menschlichen Seite am meisten Sinn machen würde, jetzt auf langfristig, dass es mir, also, sorry. Ja, jetzt, doch, also, macht völlig Sinn. Vielleicht auch den Job, den ich nun, also Genau. ob ich jetzt einen Job habe, der vor Jesus ehrt, dass ich mich bewusst dafür entscheide und das für mich, das heißt jetzt nicht, dass jeder das machen muss, aber dass ich mich bewusst für einen Job entscheide, wo ich nicht die Millionen mache, sondern wo es mehr darum geht, hey, ich möchte Jesus nachfolgen, aber er kümmert sich dann letztendlich darum. Oder in anderen Situationen, dass ich mich mehr darauf ausrichte, was Gott für mich, also was Gott mit mir vorhat und was ich für ihn tun darf und was er in mir auch vorhat, als es darum geht, dass ich mich selber an erste Stelle stelle, in den Vordergrund stelle und schaue, was wäre das Beste für mich, eher zu sehen, was ist das Beste für Gott und wie kann ich da reinstehen in dem Ganzen. Und da dann nicht vergessen zu werden, also ich weiß, dass Gott mich nicht vergisst, aber ich persönlich, also ich weiß es, aber ich habe häufig so diesen Gedanken oder dieses Gefühl, ich so, oh, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich zu kurz. Okay. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist so tatsächlich bei mir der Punkt. Und ich muss ganz häufig die Entscheidung treffen, okay, ich mache das, weil ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat, das zu tun. Also auch den Entscheidungen, die wir auch als Familie treffen, wirklich zu sagen, hey, wir wollen Gottes Reich bauen und wir wollen uns voll in ihn investieren, da einfach auch zu sagen, okay, ich weiß, dass Gott, he's got me. Mega cool. Ja. Da hilft mir immer wieder, die Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Oder? Wenn ich vor solchen Entscheidungen stehe, hey Jesus, dann frage ich Jesus, was würdest du tun? Und so stellst du ihn ja automatisch eben, wie du sagst, an die erste Stelle. Ja. Und dann kannst du, entkrampft sein, dass du nicht zu kurz kommen wirst. Weil das ist schon krass. Ich denke, wenn wir unser Leben wirklich diesem Gott all in geben, dann kommen wir niemals zu kurz, niemals, sondern es ist ein so krasser Segen und vielleicht sieht man das erst Jahre später, das kann ich jetzt anhand meiner Familie sagen, dein Sohn ist noch klein, meine Kinder sind groß und wenn ich sehe, dass wir als Familie wirklich diesen Jesus immer an erster Stelle versucht haben zu stellen, mit Betonung versucht haben, gell? Und jetzt sehe, wo wir stehen als Familie, da kann ich einfach nur staunen und da laufen mir manchmal wirklich die Tränen runter, weil ich denke, hätte ich das nicht getan, das wäre niemals, wir wären niemals
hier, wo wir jetzt sind. Mhm. Das ist einfach so krass zu sehen. Und das ist das Interessante, oder? Man sieht es häufig erst im Ja, Nachhinein. eben genau. Das Aber ist das Vertrauen, das du brauchst. Dann, oder? Genau. Ich habe am Samstag tatsächlich dran denken müssen. Ich habe nämlich mit deiner Tochter zusammen wir haben so ein Church Training Day gehabt, da habe ich mit deiner Tochter zusammengearbeitet. Und ich musste, Kaffee habt ihr haben wir gemacht. Kaffee zusammen gemacht, ja genau. Und ich musste da einfach tatsächlich dran denken, weil wir über Familienkultur geredet haben und sie jetzt ein bisschen von euch erzählt. Und ich finde es so genial, was ihr für eine krasse Familienkultur einfach auch gelebt habt, was sicherlich nicht einfach war hier und da und in der Zeit, dass ihr als Eltern euch da auch so investiert, aber das, was dabei rumgekommen ist, richtig schön zu sehen. Es lohnt sich, Richtig schön zu sehen. Das eben in jedem Bereich. Ja, genau. Ja. Auch im Finanziellen. Auch im Finanziellen, voll, 100%. Ja. Hey, ein paar Leute von euch aus dem Chat sagen ähnliche Sachen, was cool ist. Also auch größere Herausforderung bei Jesus First ist, wo bleibe ich, die Angst dann zu kurz zu kommen. Und hier schreibt noch jemand, ich muss gut aufpassen, dass ich nicht abhängig werde, gelobt zu werden oder mich. Aber das ist auch ein ganz, ganz fairer Punkt, oder? Das ist so krass menschlich und ich denke, da dealen wir alle damit, oder? Also danke dafür, dass du das geschrieben hast. Wirklich wichtig. Oder hier die Konferenz war so bewegend und so viel hat mich berührt. Ich bin noch im Vertrauen. To hang out with Jesus, new perspective, Jesus first throughout the day. So gut. Hey, ich glaube auch für uns als Online-Community, für uns als Church ist es jetzt wirklich diese Season, wo es wirklich darum geht, hey, lass uns Jesus first nehmen, lass uns Jesus an erste Stelle stellen und einfach schauen, hey, was ist das, was Jesus jetzt vorhat? Weil wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihn an erste Stelle stellen. Deswegen lass uns das doch zum Abschluss, lass uns da doch einfach nochmal reinbeten, oder? Dass wir ganz bewusst Jesus an erste Stelle stellen. Ist das in Ordnung? Willst du anfangen und dann mache ich gleich den Abschluss? Ja, ist okay? gerne. Jesus, du siehst, es ist unser Herzenswunsch. Es sind nicht einfach leere Worte, sondern wir bringen dir unser Herz. Und es ist unser tiefster Wunsch, dass du an erster Stelle stehst, weil it's all about Jesus. Es geht um dich, weil du bist für uns auf diese Welt gekommen. Du bist für uns gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Und wie gesagt, du bist dieser Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wollen auf diesen Weg aufspringen. Wir wollen mit dir zusammen den Weg laufen, aber auch vollenden. Und wir brauchen dich so sehr. Und wir danken dir einfach, dass du wirklich an erster Stelle stehst. Und ich spreche das jetzt über uns aus, dass du an erster Stelle stehen wirst, ob wir es jetzt gerade fühlen oder nicht. Ich spreche das aus, dass wir das wollen und das Wollen alleine reicht, weil wir geben dir das Wenige hin und sagen, Jesus, wir wollen, aber wir können es nicht vollbringen. Das Vollbringen, die Hilfe musst du uns dazu geben. Wir brauchen deine Hilfe in diesem Bereich. Ansonsten haben wir verloren. Wir brauchen dich und wir danken dir, dass wir einfach unverkrampft immer wieder vor dich kommen können und sagen, Jesus first. Hilf uns dabei und danke, wir holen das ab. Und wir glauben es. Wir glauben es und es wird einfach Frucht bringen durch unser Leben, durch unseren Lifestyle. So gut, Jesus, und wir wollen dich an erste Stelle stellen in unserem Leben, Vater. Egal, wo du jetzt gerade bist, lass uns das einfach aussprechen. Lass uns das Jesus vor die Füße legen. Einfach sagen, Jesus, wir lieben dich und wir wollen dir nachfolgen. Jesus, weil wir wissen, dass du uns niemals vergisst, dass du immer das Beste für uns hast und dass du uns einfach durchleiten möchtest. Du nimmst uns an die Hand und leitest uns durch, egal wo wir gerade stehen, Jesus. Diese ganzen Anliegen, die wir heute für die wir heute gebetet haben und auch die, für die wir jetzt gerade noch nicht gebetet haben, Jesus. Wir wollen es dir vor die Füße legen, Jesus, und vertrauen, dass du dich um uns kümmerst und dass du mehr als genug bist, Jesus. Wir lieben dich, schön. Jesus. Wir wollen dich an erste Stelle stellen. In deinem Namen. Amen. Amen. Da ist mir jetzt gerade der Psalm 23 in den Sinn gekommen, come on. sorry. Ja, ist super. Ist zwar ein Non-Brainer, gell, aber immer der Psalm 23. Aber es ist so krass, wie du jetzt gebetet hast. Du hast eigentlich jede Passage dieses Psalms gebetet. In deinen Worten. Das ist so cool. Danke dafür. So genial, so genial. Hey,
Diesen Sonntag haben wir einen sehr, sehr spannenden Sonntag wieder. Und zwar ist es Holy Spirit Sunday und du willst es nicht verpassen. Wir haben heute Morgen schon ein Meeting deswegen gehabt. Es werden tatsächlich 3 verschiedene Predigten diesen Sonntag passieren. Das heißt, du kannst sowohl zu 9:30 Uhr als auch zu 11:30 Uhr und zu 19 Uhr Celebration mit einschalten und jedes Mal eine andere Celebration hören. Und zwar werden sie alle auf Hochdeutsch auch gepredigt diese Woche, was mega cool ist. Deswegen schalte ein, weil es wirklich einfach um einen anderen Fokus, wenn es um den Heiligen Geist geht, um einen anderen Fokus bei jeder Celebration geht. Deswegen schalte mit ein, sei dabei und lass uns einfach schauen, hey, Jesus first und wie wir das einfach mit dem Heiligen Geist einfach gemeinsam leben können. Deswegen sei am Sonntag dabei, verpasse es nicht. Es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Hey, ich genieße es jede Woche mit euch einfach diese Zeit zu haben. Ich liebe es, dass ihr im Chat so aktiv seid, dass ihr einfach, dass wir miteinander gemeinsam da einfach vor Gott kommen können, diese Sachen vor Gott beten oder bringen können. Aber es startet nicht hier und es endet auch nicht hier. Deswegen lasst uns das weitermachen. Lasst uns diesen Jesus First Spirit einfach mit in unsere Woche mit reinnehmen. Wenn du weitere Gebetsanliegen einfach weitergeben möchtest oder wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte gerne für andere Leute beten, geh auf unsere Gebetswebsite, icf.ch/Gebet. Dort haben wir eine Gebetswand, dort kannst du deine Gebetsanliegen posten und auch gleichzeitig schauen, wofür du beten kannst. Lass uns das einfach nutzen, um einfach füreinander und miteinander da einfach einzustehen. Isa, vielen Dank für deine Zeit. Danke dass du auch. mit dabei warst. Danke. Hey, wünschen dir eine wunderschöne Woche. Ja. Bis dann.